Abend bei Dickrich TV. Haut aus der Alseerei, wo de Fashion-Event vom Joar stattfindet. Wie sich nicht nur schön, mir auch bewusst kleiden will, den er sei einer Brill voll auf sein Käste kommt. Die zweite Edition vun de Fair Fashion Days zu Dickrich war e grosse Suse. Fir un eng Joer goufet schon mal zweng Initiativ vum Weltboutik vun Dickrich. Dekeer war dat ganz Racing Your Clothes ausgangen, eng ze Summenarbecht töcht Fairtrade Lützeburg, der Caritas an dem Kooperationsminister. Kon doch e richtig grossen Event op Been gesat gin. Kleit sind er noch kom, scho vun Moie Sun. Ennner hinnen jeuf de Lokalpolitiker, auch den Kooperationsminister wird für viel Aufmerksamkeit gesucht wird. Heute schon den nächsten Tag für die Publikers an wir sind von den neuen Sänger rund, wären immer Leute bannen an ja wir sind uns ganz zufrieden. Also die Leute die heißen, die kaufen bewusst an. Ob es nur die große Masse ist, also da kann ich noch nicht so. Mit die Leute die heißen an wirklich da aber viele Leute heißen, Englisch also aber schon auch ihr Bewusstsein an bei den Leuten einfach auch für nachhaltig zu kaufen, fair zu kaufen. Wichtig auch, dass ich weiß, wenn ich Produkte kaufe, wie möchte ich, wie ist die Lieferkette, stimmen Konditionen in NRW, bis das entweder unten oder am Teller zu essen. Racing Your Clothes setzt sich dafür an, dass zu Lützeburg so viel wie möglich Fair Fashion Kleidung angeboten wird. Schafft dafür immer mit neue Künstler zusammen, die Richtung matt gehen. Dekeer mit am Boot vom Fair Fashion Lab den Damien Gudice, ein Künstler, der für seine Linogravuren nicht naturbasiert Farben ersetzt, auf für seine Produktionen Richtung Zero Waste geht. Ich meine, das geht uns immer mehr bewusst. Ich denke, wir sind an den Nachrichten alltag. Zum Beispiel Klimawerbung, der Schmutz am Wasser und alles. Du kannst nicht, wir können nicht zurückgehen. Etwas, das immer mehr Leute angesehen. Racing Your Clothes stellt fest, dass es par rapport zu 15 Jahren ein grosser Progress gibt. Nicht nur in Sachen Offer, sondern auch was das Interesse vom Publikum belangt. Sowohl die Jungen, die in der billiger kaufen, geben sich dem Problem immer mehr bewusst gehen. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir ein T-Shirt kaufen von 2 €, dann ist irgendwo den anderen irgendwo den drinnen Leute. Das heißt, auch wenn wir die 2 € dann vielleicht nicht viel bezahlen, irgendwo bezahlt den anderen dafür den Preis. Für allem aber Hunelo die groß Fascho gepasst. Nicht nur war auf der Fair Fashion Days zu Dickrich ein grosses Kleidergeschäft aus der Nopisch Gemeinde präsent. Sie verkaufen am Boutique das, was Gebote gauf, auch generell immer mehr Großbetriebe bei der Bekleidung von ihrem Modarbester, der Weg von fairer Kleidung. Was für uns auch wichtig ist, dass wir Betriebe mal dranholen, wie die Postlo zum Beispiel, die auf Fairtrade Erbeskleidung umgesprungen sind, CRL eventuell auch. Und einer Firmen, die noch kommen. Und da können doch mehr an der Bewusstsein von den Leuten. Und dann kann ich eben auch im privaten Bereich auf Fairtrade Kleider zum Beispiel switchen. Wenn noch die Großmund machen, kann der Steenrecht so richtig und Trolle kommen an Fair Fashion zu einer globaler Bewegung gehen. Gerecht Mode, die den Menschen und dem Welt an den Mittelpunkt setzt, an nicht den Profit auf Kosten von anderen, hat halt sowieso schon lange nicht mehr mit typischem Ökolog zu dienen. Die Welt ist am Gange, sich zu verändern, auch wenn es manche Rängen noch zu los für könnt. Dieselbe Weekend wie die Fair Fashion Days war übrigens an der Grundschule in Flohmarkt für Kannerartikel. Eine Vente für Kanner, für Kanner, organisiert von der Elternvereinigung aus der Grundschule. Unter dem Titel Kannerflohmarkt vu Kanner 4 Kanner hat der Pat vun Dickrich an der Grundschule in April eng Flotinitiativ gestartet, fir de Kanner Meiglechkeet ze ginn beson Kies ze kreien. No 2019 war der Teil schon den zweite Flohmarkt. Ich denke, Kanner lehre an der Schule ab dem 1. 2. Schuljahr schon ein bisschen mal zunehmen zu gehen. Und gesagt, in so 3., 4. Schuljahr oder das Cycle 3.1, 3.2 sind da viele Kanner da, die einfach Lust haben, hier Sachen zu verkaufen, für selber ein paar Sachen am Tisch zu kriegen und dann eben zu merken, wie das geht.
bisschen wie am Spielen, aber für die Klang. Natürlich hat dat ganz doch de pädagogischen a praktischen Usatz fir alles wat nach gut ass net einfach wäsch ze geien, mé anderen Chance zu ginn, das weiter zu benutzen, an Kanner die hummer Begeisterung mat gemacht. Also ich verkaufe Spieler und Bücher, die vielleicht auch andere gefallen können. Nee, ich will einfach, dass es recycelt wird. Aber ich werde vielleicht behalten für irgendetwas für andere zu schenken, für dann irgendein Kado zu kaufen oder so zu machen. Das sind Autoren von meinem Bruder, meine 3 Brüderinnen, ein Buch von meinen 3 Brüderinnen, auch ein Sack. Wir verkaufen den Haus, weil wir wollen den nicht mehr. Und die Auto, weil mein Bruder sind schon groß. Den anderen mit 21 Jahren. Und die will nicht mehr. Und da verkaufen wir den. Also, wir machen heute einen Flohmarkt. Einfach für das wir als Sachen, die wir nicht mehr brauchen, dass andere Leute es einfach nachher können benutzen, weil die vielleicht noch etwas mal aufhängen. Dafür machen wir heute einen Flohmarkt. Weil es ist ganz amüsant, weil wir können mit den Leuten schwätzen, wir können ihnen etwas erzählen über die Sachen. Und ja, das ist halt witzig, wenn wir das dann verkauft kriegen und wenn die anderen Leute sich dann darüber freuen. Sie haben auf alle Fall verstanden, dass der Konsum nicht muss ein Einwand sein, wo man alles Müll landet. Dem nur eine wichtige Initiative von der AP hat, die auch guten Anklang gefunden hat. Ufang Juni ass an der Alseerei oder ganz flotten Event vun de Kanner aus der Maison Relais zu Dickrech. Die Responsabel hunei mat de Schüler a Schülerinnen ze summen e Charity-Event op Wee gesat, déi sicher fir gut en Erhalung suecht. Mir waren als Proben dafür ugucken. Eigentlich machen sie an der Maison Relais zu Dickrech all Jahre ihre soziale Projekte an hun dabei schon un nettlech Plätze gespannt. Aus unser Prier Flüchtlingen deieren, Decker war die Idee mal ein Charity-Event zu machen, wo die Kanner selber etwas davon haben. Am Schulhafen der Grundschule soll ein neuer Spielplatz kommen. Und jeder vom Präkos bis ans 6. Schuljahr soll mitmachen, dass es dazu kommt, am Charity-Event mitnehmen. Also das Spektakel ist relativ weit gefächert. Wir haben so breit und so farbig wie es kann er doch sehen. Das heißt, es sind verschiedene Auftritte, die tanzen, andere singen. Es gibt Musik, dann als Jungen, die machen und etwas mehr Sportliches dabei. Da könnt etwas, wo ich vielleicht nicht immer da raschend, wo ich nicht so viel will zählen. Das heißt, wir haben schon probiert, ob die Kanner hier Talente anzugehen und dafür ist es doch relativ breit gefächert von allem Business. A verschiedene Gruppen gëtt dofir schon Zter dem Februar geprauft, op manst emol an der Woch an hirammete Stonn. A pumol unech ke Bock, weil ich mega Hunger. An ich werd fir dich essen, aber mir muss fir dich tanzen an no essen. A pumol gi mir fir dich essen an no tanzen. Meistens sind sie eigentlich ganz motiviert, weil das alles von hinten ausgeht. Sie sind mit Versammlungen gemäht, für sie zu informieren am Anfang. Das heißt, sie selbstbestimmt entschieden, was wir machen, sie haben Lieder mit ausgewählt. Das heißt, eigentlich ist alles von hinten ausgegangen, sodass das Interesse relativ hoch ist. Natürlich sind wir auch nicht all da immer gut gelaunt und haben nicht immer Lust zu üben oder ins Rund zu gehen, aber lieber mit unseren Freunden schaffen oder Spaß haben. Aber eigentlich am Großen und Ganzen sind sie wirklich viel motiviert. Für allem konnten sich die Kanner für dieses Spektakel selber mit abbringen. Konzept von Narcos ist, dass ein Impuls für alle Aktivität von der Kanner selber rausgeht. Krauterheit zum Beispiel wird unbedingt Lied Una Mattina 4 spielen. J'ai décidé de participer parce que j'ai toujours aimé faire du piano et j'ai toujours aimé monter sur scène et jouer devant les autres. C'était le plus beau rêve. Wie hat Sänger Freundin Maya davon erzählt, wollte dadurch direkt mitmachen und zum Piano auch Guide beibringen. So ist ganz natürlich ein super Beitrag entstanden, die 2 Metersche Probe ganz selbstständig.
Ich fand flott war viel Leute mal den musizieren. Dann einfach ein bisschen nervös für an der Serie aufzutreten, als die ich kenne, dass du auf so einer großen Bühne bist. Ich war schon ein Jahr mit Orchester do an ja mir. Das ist bestimmt ein Jahr extra, weil das etwas anderes ist dafür. Ich freue mich mehr. Vielleicht ganz ein bisschen sind ich auch nervös. Eine halbe Stunde soll das Spektakel mit den dauern, eine gut gefüllte Vorstellung mit vielen verschiedenen Acts. So zum Beispiel sind am Ende doch 4 Gruppen damit beschäftigt, 2 Filme zu realisieren, die sollen gewesen gehen. Am Medienraum und der neuen Maison Relais gehen sie alles gelehrt, was es dafür braucht. Medien soll bitte mal hin eigentlich verschiedene Sachen rund um Thema Medien. Wir drehen zum Beispiel heute selber Filme, die auch selber am Computer können geschnitten gehen. Wir haben einfach lauter professionelle Programme auf den großen Computern, wie zum Beispiel Photoshop, den Illustrator, einfach die kleinen Programme, die sich verreden hat, wie PowerPoint und Word. Während die und einem Animationsfilm schneiden, ist eine andere Gruppe damit beschäftigt, den Anti-Mobbing-Film umzusetzen. Wir am Fong sind überall am Haus, kann er beim Proben. Die Klänge von dem die Proben an der aller Maison Relais. Dann sollen groß und klein auf der Bühne und der Seherei zusammenkommen. Nee, wir machen eigentlich seit Jahren schon viel zu Sachen. Und das ist just lang Premiere, dass es so groß ist und doch wirklich schon eine Seherei ist. Wir sind extrem stolz und aufgeregt und freuen uns, das nur gut über die Bühne zu kriegen. Platz für diesen Megaspektakel lief nämlich schwer zu kriegen sein. Bei ein paar hundert Kanner ist die Seherei wahrscheinlich sehr mit den Älteren gefüllt. Aber wen kann er trotzdem unterstützen will bei ihrer Aktion, die kann auch gerne so etwas beitragen. Als Spende für den neuen Spielplatz ist willkommen. Die erste Anlage vom Wandpark Nordenergie steht. Der letzte Monat vom Karel Zaff Terrain von der Gemeinde Ettelbruck fleißig geschafft. So eine über 200 Meter hohe Anlage abzurichten, also eine ziemlich aufwendige Geschichte. Dafür bringt uns alle Installationen die Klimaziele ein Stück minor. Terrain vun der Gemeinde Ettelbruck und Karelshauf gouf die letzte Monat die erste von 2 Wandkraftanlagen abgerichtet, die noch die Energie der Gemengen Dickrich an Ettelbruck an Ennovos zusammen mit der Firma Solaire geplant hat. 2019 war die Decision geholt gehen. No langem Hekagem des See zu Bierden konnte Ende vom letzten Jahr dieser Bau an Angriff geholt gehen, ein aufwendiger Prozess, den durch die Wirder nicht vereinfacht gouf. Ja, während dem Bau wir hatten die ersten 2 Monate wirklich gut wieder an der nimmen rein. Und ja, dadurch hatten wir extrem viele Probleme mit Wasser für das Darbestand nicht am Bulli innergegangen sind. Und ja, das war als größte Herausforderung bis hier im Chantier. Das war aber nicht die einzige Schwierigkeit. Besonders der Transport von den Rotoren auf von Gabriel war alles anders wie einfach. Für die erste waren das 70 Meter lang und 20 Stunden Speerstecker an den heißen Grund geliefert und dann mit einem Spezialtransport über vielen am Merzig auf Ettelbruck weiter transportiert gehen. Eine Aktion, die hat von Solaire minutiös geplant sein. Das ist ein Blätlifter am Ansatz, nennen den das am Anfang den am Schritttempo dann erkennt, dat erlaubt am Fong de Flileg komplett flach zu lehen, aber auch bis 60 Grad Neigung komplett an Blut zu heben, wat dann natürlich facilitiert fir wie he zu Merzig durch 90 Grad Kehren zu fuhren, ohne großartig op baulich Moosnahmen zurückzugreifen, an derselbe auch beim Rondpoint. Dat erlaubt am Fong schön durch den Rondpoint zu fuhren, an net wie 4 Joren ein Rondpoint deelweis Trick zu bauen. An derselbe doch bei Beam zum Beispiel. Ich kann in der Spitze von der Beam durchfuhren, so manner aggressive Natur an noch baulich Moosnahmen. Dank diesem Spezialtransporter haben die kein Rondpoint müssen zurückgebaut oder Beam geschnitten gehen. Technik macht es möglich, das muss man an die Umwelt angegriffen gehen, wie das früher einmal der Fall war. Aber wo sich die enge Evolution von den technischen Möglichkeiten freuen und das Ganze als Spektakel betrachten, so haben andere bei diesem Transport einen kleinen Nachteil. Das ist effektiv auch die Begeisterung von den Leuten, wenn die Pallen transportiert gehen, muss ich natürlich auch sagen, das sind doch natürlich Leute,
die da wohnen, entschuldigen ich mich bei all denen, die natürlich am Transporthandel drunhängen mit Autoen, das dann natürlich die manche Konsequenz natürlich für am Schritttempo Leute, die da haben sind. Merci für das Verständnis, das nicht allzu lang, wie gesagt, der gesamten Transport als Polizei begleitet, paar Stunden, dann ist die Strecke komplett ab. Nach diesem Monat soll die Installation fertig abgerichtet gehen, sodass die 229 Meter große Anlage Karlshaff schon ganz geschwind für die nächsten 20 bis 25 Jahre kann die Region mit Strom beliefern. Die Produktion wird direkt abgespeist. Die Anlage produziert am Jahr bald 9 Gigawattstunden Strom, proper Strom. Es wird auch vorausgesagt, dass Wandmühlen Wand 10 meint, die ganze Energie, die sie verbraucht wird, für produziert zu gehen, für geliefert zu gehen, an den Uhren aufzurichten. Die Energie, also 10 meint, von der Anlage produziert, sodass sie nur geringe Strom, wirklich geringe Strom produziert. Eine Anlage hat dann eine Laufzeit von 20 bis 25 Jahren, das heißt nur Minimum 19 Jahre, wo wir CO2-neutral produzieren. Insgesamt stehen zu Lützeburg 70 Wandkraftanlagen und es kommen immer neue dabei. Bis 2030 sollen die erneuerbaren Energien am Land 30% ausmachen. Gute Nouvelle, für dieselbe Energie zu produzieren wie die ältesten Anlagen aus den 90er Jahren, braucht heute weit mehr Anlagen. Ganz einfach, weil es viel mehr Strom produzieren. Service industriell vun Dickrech sollen ein neues Gebäude kreieren. Aber für das dieses Projekt gebaut gehen, muss sie Lomol müssen aus dem alten Gebäude herausplündern. Zum Anfang sind Service industriell dafür für eine Zeit an den Räumlichkeiten von der Freier Bauentreprise Schuh an der Rue Sauerwiesen erbracht. Ein paar Wochen vor Wiesel auf die neue Adresse sind dann das Service industriell zugegangen wie am Dauverschlag. Von Anfang mehr an soll auf der alle Adresse für die desamontiert und noch demoliert gehen. Eigentlich handelt es sich generell um 2 Gebäude, die sollen bis der Sommer aufgehabt sind. Wenn alles gut geht, kann da schon im September ein großes, modernes Gebäude en place gesetzt gehen. Die ganzen Accueils mit der Fakturation, wo die Leute dann Konferenzräumen können Rendezvous holen und dann natürlich von der Möglichkeit noch mal Bürger direkter Kontakt zu treten. Und dann am ersten Niveau da sind dann Büro für als technisches Service. An den dritten Büro als oder den dritten Niveau als am Fongolo ausgelöst, dat den do bis Reserve wird für Zukunft. Ich meine das ganz ausgelöst op 16 Personen. Momentan hummer 9 bis 10 Leute schaffen am administrative Deel vun dem Service industriell, sodat op Fall für Zukunft hummer do bis Platz. Bis dahin aber sind Service industrielle Lohngebäude von der Freier Bauentreprise Schuh zu finden, die direkt vis-à-vis leiht. Weiter dazu nicht muss geplündert gehen. Trotzdem dürfen die provisorischen Büros renoviert und adaptiert. Und nicht muss geplündert gehen, während der Service weitergelaufen ist, was ein ziemlicher Seelakt war. Dürfen aber heute auch jederin mitgeholfen. Da muss ich schon den ganzen Kollegen merci sagen. Also ich meine, das geht einwandfrei. Wir plündern hier auch nie extern Leute. Wir haben natürlich auch die Equipmente, sowohl die Servicetechnik hilft bei der Küche oder beim Raumen und dann eben das Service industriell mit unseren internen Leuten. Das wirklich flott zusammen schaffen und da bringen wir doch fertig innerhalb von 2 Wochen, das kann sich was bei uns kriegen. Lang dürften sie aber nicht auf der neuen provisorischen Adresse bleiben. Am Mai 2025 sollen große und dem neuen Gebäude fertig sein, sodass damit gerechnet wird, dass die Equipe am Sommer des nächsten Jahr kann an die fuschneue Räumlichkeiten anziehen. Die ersten portugiesischen Abwanderer sind an den 60er Jahren auf Lützeburg gekommen. Heute macht die portugiesische Kommunität 16% von der Population aus, zu Dickrich sogar über 22%. Ein paar von ihnen stellen wir heute vor.
Zu Dikrech ginnet eng 1700 Awohner mat portugieseschem Pass. Viel davon wurden schon ganz lang zu Dikrecher Fehlen sech gut abgeholt. Wie das Madame, die schon 1985 an die Stadt gezogen ist und noch ein Haus gekauft hat. Sie versucht daheim Kanner von vielen verschiedenen Nationalitäten und verkauft Centre pro Jahr aus dem Marktgebiet, das sie zusammen mit den Kanner präpariert. Je me sens bien intégrée dans la communauté, donc aussi ici c'est devenu ma première maison parce que c'est où je me sens bien, je me sens en communauté avec tout le monde, je connais tout le monde puisque ça fait des années que j'habite ici et donc il n'y a pas comment dire l'intégration et s'est fait très bien et donc j'ai pas de soucis. Auch der Paulo, der Patron von der Friture d'Or an der Großkaiser schon 1987 auf Dikresch kom, weil sein Cousin zu Lützeburg ihm sotet für Rebecca Patissier zu Dikresch gesicht. Mam Diplom an der Tage an 2 Jahre Französischkur war hier die Idealbesetzung. Für dich hatte Paulo bei einem Bäcker innen an der Großkaiser geschafft, und kom ihn als Bäcker Patissier bei die größte Patisserie an der Stadt. Gewohnt wird hier an der Friture d'Or, wo seine heutige Frau Florinda schon geschafft hat. So hat die Geschichte ihre Lauf geholt. Je suis resté ici pendant 13 ans, habité avec les anciens propriétaires, parce que je donnais un coup de main, ils avaient besoin de l'aide, alors comme je connaissais déjà bien, parce que mon père il avait la même chose à la maison, au Portugal. Alors j'ai commencé à aider, j'ai habité ici. Haut also leden die zweet Friture d'Or an der Großgas, die ein bisschen Feeling von Vakanz a Portugal vermittelt, wo schon moies frei paar Steichte nataget, wo ihn aber auch sos ausschließlich portugiesisch Plan serviert krit, dat lackelt viel Portugiesen und wie das 46 Jahre alten Elektriker, den extra aus der Fields könnt, aber auch viele zu bringen. De Paulo und Florinda fühlen sich mit ihren 2 Boven zu Dikresch gut abgeholt und können sich ihr Leben in Portugal gut nicht mehr vorstellen. J'étais bien avec. Je m'habituais bien, j'aime pas trop la chaleur, alors là c'était bien pour moi déjà. Au début, et alors là ça a bien marché. Après la pension, je retourne là-bas, je reviens parce que sûr que les enfants ils vont plus jamais là-bas. Ils vont toujours rester ici. Der Olivia Bandeiras ihren Anfang zu Dikresch war nicht so leicht wie beim Paulo. Sie haut bestuert an 3 Kanneras mit 17 Jahren auf Dikresch kom, weil ihre Pap, die schon zu Dikresch war, wollte 110 Familien noch kämen. Darüber war sie am Anfang alles anders wie begeistert. Und dann sind ich gekommen, nein. War ganz traurig, viel traurig. Ich habe viel gekrascht. Ich habe immer geguckt, wie ich kriege mir Sonne. War immer so, immer regnet, immer kalt. Ich war so traurig. Aber nur, ich habe verstanden, ich muss da bleiben. Ich habe direkt zu dir gekommen, arbeiten, auf Hospital. Früher war Spital und jetzt Maison de Retraite, Maison de Soins. Ja. D'Arbeit am Spital hat Olivia gut gefallen, auch wie sie später an privaten Haushalter geschafft hat. Am Dach hat sie nicht einfach an dem kleinen Dorf, wo damals noch nicht so viele Nationalitäten vertraut waren. Aber mit jungen Leuten, von meinem Alter, das war schwer. Das war nicht einfach. Vielleicht von der Sprache, ne? Oder vielleicht ich hatte auch Angst, bei den Leuten zu gehen. Nicht? Ich war nicht allein. Spätestens aber mit ihren Kannern sollte alles ernst gehen. Olivia hat die 3 Boven an einen ganz Party Vereiner geschickt und auch selber an der Komitee in eine aktive Rolle überholt. Heute ist Olivia Bandeiras auch Member von der Commission du Vivre Ensemble Interculturel. Je vis ici et je trouve que je dois être, pour être intégrée, je dois savoir ce qui se passe au niveau de ma ville. Et c'était toujours comme ça.
Ob an dem Musikverein, an dem Jugendhaus oder am Lycée, d'Olivia wollte sich überall engagieren, wo auch ihr Bowe waren, für zu verstehen, wie alles zu Lützeburg funktioniert. Und zu guter Letzt kommt das Engagement auch ihre Jungen zu gut. Ich muss sagen, dass an viele Momente an unserem Leben meine Mama immer irgendwie gelehrt hat, offen zu sein auch für andere Kulturen. Und das muss bis heute als Brüder, meine zwei Brüder, hat das immens geprägt an der Musikschule. Aber sie hat das auch immens am Vereinsleben unterstützt, wenn wir an Choralle waren oder am Sport oder am Jugendhaus. Sie hat auch immer partizipiert am Komitee oder auf Fester mitgeholfen. Sie hat immer eine aktive Rolle gespielt, auch in dem Vereinsleben, wo wir als Kanada waren. Ja. D'Olivia findet, dass Genedaten einen Unterschied macht. Nicht wie man macht, da wo lebt, versteht, wie das Gesellschaft funktioniert und integriert sich ganz selbstverständlich. D'Olivia fühlt sich zu 100% zu Dickrich daheim, sogar wenn es nicht so warm ist wie in Portugal. Moi, je retourne. Je peux rester quelques mois. J'ai fait une expérience de rester une fois quelques mois, mais pour toujours, non. Pour toujours, non, parce que mes enfants, ils sont ici. Mes petits-enfants, ils sont ici. Bientôt, j'aurai un 4e petit-enfant. Et alors, je ne peux pas concevoir ma vie au Portugal pour toujours. Je suis venue avec 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 65. C'est ici ma vie, c'est ici. Le Portugal, c'est mes vacances. Et ist ja geplant, für die Fußgängerzone von Dickrich neu zu gestalten, zusammen mit allen Leuten. Jeder soll seinen Verkehr beilegen. Der Partizipationsprozess dafür lebt auf vollen Touren. Am Kontext von Dickrich machen wir dafür an der Rubrik 1 Minute zurückgeguckt, einmal den Rückblick auf den Anfang von der Fußgängerzone für rund 46 Jahre. Für rund 46 Jahre, den 6. Mai 1971, gouf zu Dickrich die erste Fußgängerzone am Land gefeiert. Gefeiert gouf das größte Evenement de Podestop, den 10. Mai. Zusammen mit allen wichtigen Persönlichkeiten, sogar der Grand Duc hat sich die Gelegenheit nicht entgehen. Die Dickricher Fußgängerzone lackelt Santa hier, besonders an der guten Jahreszeit, für Leute an dem Zentrum von der Stadt für anzukaufen, zu flanieren oder gemütlich auf einer Terrasse zu sitzen. Am Anfang kurz die Fußgängerzone von Dickrich just von der Großgasse über den Liberationsplatz bis rüber bei der Buttermarkt an über die Brabanterstraße bis rüber auf das Planat gezogen. Mit den Jahren kommen immer mehr Straßen dabei. Die letzte Erweiterung war 2023, wie mit dem Reaménagement von der Place Basch Parkplätze weggeholt und einen Platz für die Leute angerichtet gouf. Die Fußgängerzone von Dickrich hat ihre Charme auch nur 46 Jahre nicht verloren, aber die Stadtzentren von der Zukunft werden einer Aufforderungen stellen. An die unterirdischen Infrastrukturen zu Dickrich müssen egal wer sagt gehen, dafür soll die Stadtkehr der Zeit angepasst gehen. Bei der Gelegenheit sie wird noch einmal daran erinnert, dass die Online-Info für #Neidickrich nach Schluss bis den 31. Mai oberst. Details dafür findet ihr auch auf unserer Homepage. Bis Ende des Monats Mai könnt ihr euch auch noch auf der E-Mail-Adresse neu@dickrich.lu für den Bierger-Workshop hier an der Aalseerei erschreiben, wo die Ideen und Wünsche für die Zukunft vom Stadtkehr zum Ausdruck bringen. Das war dann aber schon für Dickrich TV am Mai. Ich gehe dann am Rendezvous am Juni, kurz vor dem Nationalfeiertag. Wenn ihr bis dahin nicht sollt verpassen, das seht ihr am Agenda. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bis geschwind. Am Autosmusee huet vom 7. Mai eng neue Ausstellung angefangen. La Tendresse de l'Absolu gewann zusammenarbecht mat Amical Robert Reprend zusammengestalt erweist Lebenswirk vun engem vun de größten Autosdesigner vom letzten Jahrhundert, dem Franzos Robert Reprend. En Mai dann ass auch nächste Rendezvous fir d Marche international. Et kann en op engem oder Spedeicht iwwer 12-20 oder 40 Kilometer marschéieren. Aschreiwe kann e sech op der Website marsch.lu oder auch vu Freides mit de Sonn an der Aalseerei.
Ufang Juni dann invitierte Syndikatinitiativ nes op sei beleeften Eselsfest am Park bei der Gemeng vun 11 Auer moie Sunn dreht sech do alles den Esel. E Fest bei dem klenger Gros op ihr Kachte kommen. Net verpasse soll den erworte Picknick interkulturell den Kommission du Vivre Ensemble interkulturell an Kommission vun der Chancegleichheit zu Summe mat der Maison Homa organisieren. Jidere kann Bestiersummer bringen, Gies go ze summen a Bekleedung vu flotter Musik. Fir d'Unhänger vun der klassischer Musik gëtt de 15. Juni och nach e Flottekonzer an der Parkkirch vu d Choral Municipal Sängerbund ze summe mam Ensemble Vokal Eurocantica am am Orchester Estro Harmonico optreden. In Memoriam soll den 100. Todestag vum bedeutende franzésche Komponist Gabriel Fauré erinnern. Stuck in between